Bevor wir mit der Predigt loslegen, will ich an dieser Stelle einfach mal Danke sagen. Und zwar zuerst allen Müttern. Also was ihr die ganze Zeit für eine unglaubliche Arbeit macht. Ich denke mit den kleinen Kindern und was es da alles zu putzen gibt und mit den großen Teenies, wie man sie loslassen muss mit all ihren schwierigen Seiten und so weiter. Und dann diese Kinder einfach so zu lieben. Vielen, vielen Dank, ihr Mütter. Vielen Dank auch ihr Großeltern. Yeah, Applaus für unsere Mütter. Danke auch unseren Großmüttern, die sich so einsetzen mit aller Kraft für die Enkelkinder. Und danke einfach allen Frauen auch, wie ihr euch einsetzt, egal ob mit oder ohne Kinder, für andere Menschen. Oft Dinge, die man gar nicht sieht, große Dinge, auch kleine Dinge im Verborgenen. Das ist so unglaublich wertvoll. Ich habe heute eine Geschichte ausgewählt und dazu den Titel gesetzt, Heilsame Berührung. Wir haben vorher beim Musical gesehen, diese Geschichte mit Jesus und den 4 Freunden und dem Lahmen. Wenn man da etwas weiter liest, kommt sehr bald diese Geschichte, auch eine Geschichte von Jesus. Es geht darin auch um Berührungen. Eine Frau, die unglaublich mutig ist und mit ihrer Hand Jesus berührt. Jesus, der unterwegs ist und einem kleinen Mädchen die Hand zustreckt und die Hand des Mädchens berührt. Es sind beides heilsame Berührungen. Und ich kann mir vorstellen, viele von euch heute können auch erleben, dass Jesus euch die Hand zustreckt. Auf eine andere Art und Weise, aber dass es auch eine bewegende, eine heilsame Berührung sein kann. Und deshalb will ich auch gleich am Anfang der Predigt beten, dass Jesus das tun möchte. Danke, Jesus, für diese Geschichten aus der Bibel. Danke, dass wir heute eine von diesen Geschichten anschauen dürfen zusammen. Und wir sind gespannt, was du für eine Berührung für uns bereit hast heute. Öffne unser Herz dazu. Amen. Wir tauchen ein in diese Geschichte. Sie steht im Markus-Evangelium. Und wir wollen mal diese Geschichte schauen und überlege dir, mit wem in dieser Geschichte kannst du dich identifizieren. Mal dieser erste Abschnitt hier. Es beginnt in Vers 21. Und als Jesus in dem Boot wieder an das jenseitige Ufer hinübergefahren war, versammelte sich eine große Volksmenge zu ihm, und er war am See. Und es kommt einer der Synagogenvorsteher mit Namen Jairus, und als er ihn sieht, fällt er ihm zu Füßen und bittet ihn sehr und sagt: Mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen. Komm und lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Und er ging mit ihm, und eine große Volksmenge folgte ihm, und sie drängten ihn. Das ist der Anfang von dieser Geschichte. Eine große Volksmenge, also wir haben hier vielleicht erinnert ihr euch an das Musical mit den Kids, da was die Leute mit Jesus erlebt haben, ein Lahmer, der das Dach hinabgelassen wird, der geheilt wird und so weiter. Kurz darauf geht Jesus von dort weg, reist über den See zu anderen Menschen, die haben da gar nicht so Freude an Jesus, da kommt er wieder zurück und da sind all diese Menschen und warten und wollen etwas von Jesus sehen. Und vielleicht kannst du dich auch so mit dieser Volksmenge identifizieren. Du denkst, ja, es ist spannend, ich will mal sehen, was dieser Jesus da so tut, was er vielleicht für Wunder bereit hat, was er macht. Oder ob das vielleicht alles irgendwie gespielt ist, keine Ahnung, aber vielleicht kommst du auch so zu Jesus und sagst, ich will mal schauen, was da vor sich geht. Die Leute drängen sich so dahin auch. Ich denke manchmal, ja, das ist ja trotzdem jetzt nicht so populär in unserer Zeit, dass man sich drängt, um zu Jesus zu kommen, dass es einem richtig hinzieht. Vielleicht ist da einem der Synagogenvorsteher schon fast näher. Also vielleicht identifizierst du dich mit dieser Volksmenge, die sich da so drängt, oder mit diesem Synagogenvorsteher, mit diesem Jairus. Der kommt zu Jesus, wo es lichterloh brennt, wo es plötzlich dringend wird, wo er eine Situation hat, wo er nicht mehr weiß, was er machen soll. Dann rennt er zu Jesus. Vielleicht geht es dir auch so, in deinem Leben bist du unterwegs und ja, Jesus spielt für dich keine große Rolle, aber vielleicht brennt es mal irgendwo und du denkst, okay, jetzt versuche ich es trotzdem mal. Weiß Gott, wenn es dich gibt, dann zeige dich jetzt. Oder du rennst dann zu Jesus und sagst, hilf doch jetzt. Hilf euch jetzt in dieser Situation. Und wir können uns diese Situation von diesem Mann gut vorstellen. Es ist ein Vater.
wenn du auch ein Vater oder eine Mutter bist oder sonst mit Kindern unterwegs bist, Verantwortung hast für andere Menschen, das sind so diese Situationen, wo man ohnmächtig ist. Es gibt ja viele Situationen, da kann man vieles machen, zum Beispiel als Eltern. Man kann die Kinder prägen, man kann sie behüten, man kann ihnen wertvolle Dinge mitgeben, man kann sie lieben. Aber es gibt auch diese Situationen, wo man einfach ohnmächtig ist. Wo man zum Beispiel am Krankenbett steht und das leidende Kind sieht und mitleidet, wo einem selber das Herz schmerzt, vielleicht sogar der Körper schmerzt und man kann einfach nichts machen. Vielleicht kennst du auch so ohnmächtige Situationen. Und da denke ich, das ist ein gutes Beispiel. Dieser Typ rennt da zu Jesus. Er kniet vor Jesus nieder und er bittet Jesus, dass er kommen möge und hilft. Und es ist spannend, wenn wir da lesen, dieser Synagogenvorsteher sagt, komm, Jesus, komm doch und lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Und jetzt wird es spannend, weil dieser Typ, der hat natürlich vor Augen, ja, meine Tochter ist krank, komm und rette sie, also heile sie, mach sie gesund. Mach, dass sie lebt, dass sie nicht stirbt, sondern lebt. Und jetzt ist da Jesus. Und Jesus sagt von sich, dass er der Retter ist und denkt dabei aber noch an eine ganz andere Rettung. Nämlich die Rettung, dass man nicht von einer irdischen Krankheit wieder gesund wird, sondern, sage ich mal, von der Krankheit der Schuld, der Sünde, der Trennung von Gott. Oder wenn hier von Leben steht, Jesus sagt, er kommt, um ein ewiges Leben zu geben, nicht einfach ein irdisches Leben. Interessant. Also der Mann kommt und hat so Wünsche, und merkt vielleicht gar nicht, dass das bei Jesus ja noch viel mehr bedeutet, als er selber so vor Augen hat. Und dann ist interessant, wie Jesus sagt, gut, ich komme mit. Und er geht mit diesem Mann auf einen Weg. Er lässt sich unterbrechen. Die Leute sind ja da und wollen Jesus hören. Er erzählt ihnen einige Dinge und er lässt sich unterbrechen. Ich denke, manchmal ist es gut, wenn man sich in seinem Alltagstrott unterbrechen lässt. Vielleicht ist es heute so, dass du merkst, hey, da will Jesus etwas mir sagen und mich berühren. Vielleicht ist es gut, sich dann auch von seinem Alltagstrott mal unterbrechen zu lassen. Und sie gehen auf einen Weg. Und das ist genau das Gleiche, was Jesus bis heute immer wieder macht. Er sagt, okay, gut, komm, wir gehen zusammen auf einen Weg. Und manchmal steht am Anfang dieses Weges ein Wunder, dass etwas Unglaubliches passiert, das wir nicht einordnen können. Manchmal steht aber auch ein Weg bevor, der länger geht. Wo es sagt, okay, komm mit, ich will dir etwas zeigen, ich will dich etwas lehren, ich will dich formen, ich will etwas an dir tun. Und es ist vielleicht ein anderer Weg, als man sich dann vorstellt, aber es ist immer ein guter Weg, der beste Weg. Heute haben wir Muttertag. Ich denke, es ist etwas, was uns alle anspricht, aber es gibt viele Situationen als Mütter, wo uns das anspricht, wo wir so ohnmächtig sind. Vielleicht ist das ein Gedanke heute, wie dieser Mann, einfach zu sagen, gut, als Eltern mit meinen schwierigen Situationen, ich komme damit zu Jesus und ich will Jesus bitten, dass er etwas tun kann. Ich komme mit meiner Ohnmacht zum Allmächtigen. Und das kann etwas sehr Wohltuendes sein, wenn man das bei Jesus abladen kann. Es kann wie so Balsam fürs Herz sein, wie so eine Creme, die man aufs Herz drauf schmiert. Diese Geschichte geht aber dann weiter. Das ist spannend. Jetzt, wie geht denn dieser Weg, den Jesus mit diesem Mann geht? Was passiert da? Und wir lesen weiter im Vers 25. Und es war eine Frau, die 12 Jahre mit einem Blutfluss behaftet war und vieles erlitten hatte. Also plötzlich kommt da eine Frau ins Spiel. Die war da und die hatte irgendeine Blutkrankheit. Jetzt müssen wir uns mal vorstellen, was das bedeutet. Also das heißt, 12 Jahre lang hatte die ein körperliches Leiden mit Schmerz, mit Unangenehmem. Dann kommt aber noch einiges mehr dazu. Also in der damaligen Zeit bedeutete das, dass man als unrein galt. Das heißt, man war ausgeschlossen von Festen, von Feiern, von Tempelbesuchen. Es bedeutete aber noch mehr. Es bedeutete, dass jede Berührung, die man hatte mit anderen Menschen, dass es diesen anderen Menschen unrein gemacht hat. Also wir können uns vorstellen, diese Frau, das war nicht irgendwie ein paar Wochen oder so, sondern 12 Jahre lang. Es kann sein, dass diese Frau 12 Jahre lang keinen ermutigenden Händedruck erlebt hat.
Niemand, der sie mal zärtlich berührte. Keine Umarmung. Alles, was sie berührte oder anfasste, musste pingelig genau darauf achten, dass sie irgendwie das wieder gereinigt wurde. Und dann diese körperlichen Schmerzen, vielleicht eine chronische Menstruations- oder Gebärmuttererkrankung könnte man annehmen, so wie es im Text steht. Also diese Frau, die hat unglaubliches Leiden. Und diese kommt jetzt plötzlich da ins Spiel. Die war hier irgendwie in der Gegend. Also das heißt da, und vieles erlitten hatte von vielen Ärzten und alle ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen davon gehabt hatte. Es war vielmehr mit ihr schlimmer geworden. Als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an. Erinnert ihr euch, was mit dieser Frau los ist? Also die hat sich in die Volksmenge begeben. Die Leute, also wenn wir damals gelebt hätten, würde es denken, boah, die macht etwas, die ist voll verboten. Und dann berührt sie sogar noch jemand. Hallo? So würden wir denken damals. Dann heißt es aber weiter. Kam sie in Volk und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Volksmenge und sprach, wer hat mein Gewand berührt? Und seine Jünger sagten zu ihm, du siehst, dass die Volksmenge dich drängt und du sprichst, wer hat mein Gewand berührt? Und er blickte umher, um die zu sehen, die dies getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, da sie wusste, was ihr geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Also diese Geschichte nimmt plötzlich eine völlig ungeahnte Wendung. Es taucht da diese Frau auf mit ihrem Leiden. Und Jesus nimmt sich Zeit. Auch hier wieder die Frage, mit wem kannst du dich identifizieren? Sind es vielleicht die Jünger, die Jesus gesagt haben, hey, Jesus, überleg doch mal, das ist Gedränge und so weiter. Das gibt es ja ganz häufig, auch heutzutage, dass wir denken, wir könnten Gott belehren. Ja, wenn Gott, wenn das so und so ist, dann müsstest du doch, dann solltest du. Oder dann kann das ja nicht sein und so weiter. Die Jünger haben schnell gelernt in ihrer Zeit mit Jesus, dass es besser ist, wenn Jesus sie belehrt. Aber vielmehr möchten wir einen Blick auf diese Frau werfen, mit diesem Leiden. Sie hat viel durchlitten. Sie ist vielleicht von niemandem gesehen worden. All diese 12 Jahre war sie so ganz am Rand. Also von den Ärzten wurde sie schon gesehen, aber vielleicht einfach als Goldesel. Aber irgendwie hatte sie so einen Glauben an Jesus. Irgendetwas hat sie zu Jesus hingezogen. Sie hat so eine innere Hoffnung vielleicht gehabt. Sie hatte gedacht, wenn ich nur den Saum des Gewandes berühre, dann passiert etwas. Also eine unglaubliche Hoffnung. Eine Frau, die auch unglaublichen Mut hat. Die hat sich da mitten in die Volksmenge hineingewagt. Also wenn wir uns diese Szene vorstellen, in der damaligen Zeit, die muss unglaublich Mut gehabt haben. Was würden die anderen Leute denken, wenn sie merken, was da passiert? Die würden sie ja wegschicken und schimpfen. Sie hat Mut gehabt, diesen Jesus zu berühren. Sie hat keine Angst, dass ihre, sage ich mal, Unreinheit sich auf Jesus wie übertragen würde, sondern sie hat vielmehr geglaubt, dass die Kraft von Jesus stärker ist und sich auf sie überträgt. Und sie hat Jesus erlebt. Zuerst ganz im Verborgenen, nur Jesus hat es gemerkt. Und sie hat sofort gemerkt, hey, da ist etwas geheilt worden. Sie hat ein Wunder mit Jesus erlebt. Und ich frage mich an dieser Stelle, wieso hat Jesus sie nicht einfach gehen lassen, so unauffällig? Wieso hat er sie zur Rede gestellt? Wieso hat er gesagt, hey, wer war das?
Wieso? Dieser ganze Umstand. Und etwas ist sehr auffällig, diese Wörter, wie hier das beschrieben steht. Es heißt, Jesus hat sich umgewandt zur Frau hin. Das heißt, er hat sich umgesehen, umgeblickt, er hat geschaut mit seinen Augen. Wahrscheinlich hat Jesus gewusst, dass diese Frau dieses körperliche Leiden hatte, aber auch das Herz hat gelitten. Eine Frau, die lange vielleicht von niemandem angesehen wurde, die unauffällig ihr Leben irgendwie leben musste. Und jetzt wendet sich Jesus nach ihr um und sucht sie und schaut sie an und will ihre Geschichte hören. Das heißt, er schaut sich um die zu sehen. Also er hat schon gewusst, dass es die, ein weiblicher Artikel, eine Frau war. Jesus hat gewusst, wer es war. Das war nicht die Frage von Jesus, aber trotzdem hat er sie gesucht. Und er wollte ihre Geschichte hören. Er wollte, dass sie sagen kann, diese Frau diese Geschichte sagen kann. Vielleicht kannst du dich mit dieser Frau identifizieren. Du kennst so Situationen, wo du Dinge machst, wo du unterwegs bist, wo du vielleicht Sachen durchleiden musst. Oder auch Jesus erlebst und niemand sieht es. Es ist ganz im Verborgenen. Vielleicht gibt es so Dinge, wo du richtig mutig auch unterwegs bist, wie diese Frau. Da möchte ich dir zusprechen, Jesus hält an auf seinem Weg. Mitten im Gedränge des Alltags hält Jesus an. Und er wendet sich um zu dir und er schaut dich an. Und er sieht dich. Und er interessiert sich für dich, für das, was du tust, für das, was du durchleidest, für dein Vertrauen, das du auf ihn hast, für deinen Glauben. Er sieht dich mit deinem Mut. Ja, das ist so diese Situation. Wir lesen auch, dass die Frau gezittert hat. Wahrscheinlich war sie überwältigt von diesem Wunder, aber wahrscheinlich hatte sie auch Angst. Wie reagiert jetzt dieser Jesus? Sie da mit im Gedränge, diese ganze Geschichte mit rein und unrein und so weiter. Und sie erzählt ihm aber dann einfach alles. Und so dürfen wir auch, wir dürfen einfach so, wie wir sind, zu Jesus kommen und ihm alles erzählen, auch das, was niemand sieht. Wir dürfen es ihm sagen. Und Jesus hat so eine heilsame Berührung. Jesus sagt dieser Frau, dein Glaube hat dich geheilt oder gerettet. Das ist wieder diese Doppeldeutigkeit, spannend, oder? Geheilt, gerettet. Und dann sagt er ihr, geh hin in Frieden. Denken wir zuerst, ja okay, in Frieden hingehen bedeutet einfach Frieden zu haben mit sich, mit dieser Krankheit wieder gesund zu sein. Aber wenn Jesus von Frieden spricht, dann ist da noch mehr gemeint, Frieden mit Gott zu haben, mit Gott in Verbindung zu sein, zu wissen, dass man nicht angeklagt wird, sondern dass einem vergeben ist. Wenn Jesus von Frieden spricht, ist da ganz viel gemeint. Und wahrscheinlich ist es auch ganz gut für diese Frau, dass er sie so zur Rede stellt, dass sie einfach öffentlich sagen kann, ja, an diesen Jesus habe ich geglaubt, sein öffentliches Bekenntnis. Das kann manchmal so richtig gut und passend sein, dass man auch sagen kann, ja, an diesen Jesus glaube ich. Aber wir wollen in dieser Geschichte noch einen Schritt weiter gehen. Wir waren ja da unterwegs, da war dieser Jairus mit seiner kranken Tochter, die liegt im Sterben und der kommt und mit seiner Not und so weiter. Und jetzt plötzlich kommt da etwas ganz anderes noch dazwischen. Wie geht diese Geschichte weiter? Im Vers 35 heißt es dann, während er noch redete, kommen sie von dem Haus des Synagogenvorstehers und sagen, deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du den Lehrer noch? Ja, ganz freundlich, ja, er muss jetzt nicht mehr kommen. Jesus aber überhörte das Wort, das geredet wurde, und spricht zu dem Synagogenvorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Das finde ich noch spannend. Fürchte dich nicht, habe keine Angst. Das Gegenteil wäre Glaube. Vertraue auf Jesus. Und er erlaubte niemand, ihn zu begleiten, außer Petrus und Jakobus und Johannes, dem Bruder des Jakobus, das sind so seine nächsten Jünger. Und sie kommen in das Haus des Synagogenvorstehers. Und er sieht ein Getümmel und Weinende und laut Heulende. Und er geht hinein und sagt zu ihnen, was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachten ihn aus.
Wahrscheinlich war für sie klar, irgendwie dieser Typ, der kann nicht damit umgehen, dass die jetzt wirklich gestorben ist. Versucht irgendwelche Auswege oder so, Ausreden, keine Ahnung. Sie lachten ihn aus. Als er aber alle hinausgetrieben hatte, nimmt er den Vater des Kindes und die Mutter und die bei ihm waren, mit und geht hinein, wo das Kind war. Und er ergriff die Hand des Kindes und spricht zu ihm, Talita kum. Das ist übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war nämlich 12 Jahre alt. Und sie erstaunten sogleich mit großem Erstaunen. Und er gebot ihnen dringend, dass niemand das erfahren solle. Und er sagte, man solle ihr zu essen geben. Also jetzt geht diese Geschichte weiter. Und auch hier wieder die Frage, mit wem identifizierst du dich? Vielleicht gehörst du manchmal auch zu diesen Leuten, die da stehen und weinen und klagen, wenn etwas passiert. Ich stelle mir diese Szene recht aufwendig vor. Das war damals üblich, wenn jemand gestorben ist, hat man so diese Leute auch sogar engagiert. Und das waren Angehörige, die haben wirklich geschrien und laut herausgeweint, so ein lautes Weinen. Auf jeden Fall haben sie auch Jesus ausgelacht. Es gibt heute viele Menschen, die lachen Jesus auch aus. Ja, was ist das für ein Typ oder was soll es mit dem schon auf sich haben? Das war ja zu langer Zeit, der hat keinen Einfluss und man macht sich eher lächerlich. Vielleicht muss man dann auch nicht erstaunt sein, wenn man mal herausgeschickt wird. Aber viel spannender, wir möchten den Blick in dieser letzten Episode der Geschichte auf die Mutter werfen. Die wird hier erwähnt, dass sie auch von Jesus aufgeboten wurde, quasi komm auch du mit hinein. Und die Mutter, die wurde Zeugin von diesem Anblick, wie ihre Tochter wieder aufgestanden ist. Wenn ich an diese Mutter in dieser Geschichte denke, wir wissen nicht so viel von ihr. War sie mit ihrem Mann einverstanden, dass er hingegangen ist, um Jesus zu holen? Hat sie von dem allen gewusst? Haben sie gemeinsam einen Plan geschmiedet? Ich frage mich auch in dieser ganzen Episode, wieso waren all diese Klageleute schon da? Die musste man organisieren und holen. Von Anfang an haben die irgendwie nicht für möglich gehalten, dass da überhaupt etwas passieren kann, dass dieser Jesus etwas ausrichten kann. Ja, vielleicht war da gar kein Glaube hier. Und wir sehen diese Szene, eigentlich diese Ungläubigen. Ich weiß auch nicht, die Eltern, dieser Jairus, diese Mutter, haben die überhaupt ein Wunder für möglich gehalten. Aber Jesus sagt, kommt mit hinein. Und Jesus berührt die Hand des Kindes, sagt diese Worte, Talita kum, aramäisch, die Sprache, die sie gesprochen habe, steh auf. Ganz simpel, ganz einfach. Und das Kind stand auf. Also die müssen ja gestaunt haben. Das ist der Mund nur noch offen gestanden. Jesus hat ja gesagt, bringt ihm mal zu essen. Die haben nicht mal mehr überlegt, was man jetzt tun sollte. Das war eine unglaubliche Situation. Also da war diese Frau, diese Mutter, vielleicht völlig ungläubig, aber hat etwas Unglaubliches mit Jesus erlebt. Und sie hat gemerkt, dieser Jesus, der ist nicht nur irgendein spezieller Typ, sondern es ist einer, der hat den Sieg und die Macht über den Tod. Vielleicht geht es dir auch so, dass du denkst, ja, ich rufe nach Jesus und so weiter. Und plötzlich merkst du, wie Jesus dir begegnet in deinem Leben auf unerwartete Art und Weise. Vielleicht wird dich in einer Situation bewahrt und behütet und du denkst, wow, wie ist es das gegangen, dass da nichts passiert ist? Oder du merkst selber, wie er etwas in dir heilt oder an dir heilt, nachdem du zu ihm geschrien hast in deiner Ohnmacht, sage ich mal. Oder du merkst, wie er zu dir zu reden beginnt. Hey, ich sehe dich, ich liebe dich, ich suche dich. Du merkst plötzlich vielleicht, wie es Frieden ins Herz kommt, wie er Licht in dein Leben bringt. Etwas völlig Überraschendes oder wie es in deinem Herzen pocht und du merkst, dass er jetzt zu dir redet. Es kann sein, dass es so überraschende Begegnungen mit Jesus mitten im Alltag gibt. Und dann wäre meine Ermutigung für dich, innezuhalten, das Herz aufzutun und zu sagen, okay Jesus, wer bist du?
Bist du wirklich der, der die Macht hat über den Tod? Nicht nur von einem irdischen Tod, das ist ja auch ganz spannend, oder? Dieses Mädchen wird hier vom Tod auferweckt und lebt, aber wir wissen alle, irgendwann muss es wieder sterben. Es war quasi ein Leben auf Raten, auf eine Zeit bedingt. Aber Jesus ist gekommen und hat gesagt, ich habe die Macht über den Tod, über den ewigen Tod. Ich will ewiges Leben geben, ewigen Frieden mit Gott, eine ewige Verbundenheit mit Gott, eine Hoffnung, die über dieses irdische Sterben hinausgeht. Vielleicht bist du an diesem Punkt und sagst, genau von diesem Jesus will ich mehr kennenlernen. Das ist eine kurze Geschichte in der Bibel. Ich möchte dich ermutigen zu überlegen, vielleicht kannst du dich mit jemandem identifizieren, mit diesem Vater, der in seiner Ohnmacht zum Allmächtigen geht und ihn bittet, mach doch etwas, Jesus. Und dann Jesus sagt, gut, komm, wir gehen auf den Weg. Du gehst mit Jesus auf den Weg. Vielleicht ein ganz anderer Weg. Meine Zeit, ich kann mir nicht vorstellen, wie es diesem Jairus geht. Dann sind die auf dem Weg zu dem Haus und dann kommt diese Frau und alle bleiben stehen. Es ist ein Gedränge und er denkt, mach doch mal vorwärts und nichts passiert. Also nichts in seinem Sinn. Willst du mit Jesus auf einen Weg gehen? Vielleicht einen anderen, als du dir denkst? Ich möchte dich ermutigen, wenn du so ohnmächtige Situationen vielleicht selber hast oder erlebst, dann geh damit zu Jesus. Renne zu ihm. Mach so ein Stoßgebet vielleicht. Jesus, hilf jetzt. Tu doch etwas. Jesus, wenn es dich gibt, zeige dich. Mach doch hier etwas. Wir haben heute, wir machen das immer im Gottesdienst, 2 Leute, die auch bereit sind, für dich zu beten. Und ich will dich ermutigen, wenn du etwas auf dem Herzen hast und du weißt gar nicht, wie du so ein Gebet formulieren kannst, dann darfst du nachher während der nächsten Lieder nach hinten gehen und die stehen da bereit und du kannst einfach dein Anliegen sagen und sie beten dann dafür, dass Jesus etwas eingreifen möge. Vielleicht identifizierst du dich mit dieser Frau, hast Dinge in deinem Leben, Schmerzen, Leiden, das weiß gar niemand davon. Dinge im Verborgenen, vieles, was du auch vielleicht tust, mutige Dinge. Und ich möchte dir sagen, Jesus sieht dich. Er sieht, was du tust. Er hält an und wendet sich dir zu. Das ist manchmal so etwas richtig Wohltuendes, wie Balsam fürs Herzen. Vielleicht, wenn du nächstes Mal, ich möchte dir hier einfach ein kleines Bild mitgeben, wenn du nächstes Mal die Handcreme dir einreibst, kannst du daran denken, ja, Jesus ist hier und berührt mich in dem Moment, wo niemand mich sieht. Er ist hier und sieht mich. Und vielleicht kannst du dich gut mit dieser Mutter identifizieren. Du hältst vielleicht nicht so viel von Jesus, aber bist plötzlich in deinem Leben überwältigt und überrascht, was er tut oder überraschend irgendwie in dein Leben hineinspricht. Und du sagst, von diesem Jesus will ich eigentlich mehr erfahren, der die Macht hat über den Tod. Dann möchte ich dich ermutigen, da dran zu bleiben und mehr herauszufinden. Zum Beispiel in einem Alpha-Life-Kurs, was darum geht, wer ist dieser Jesus denn eigentlich? Oder sonst mehr zu forschen, mehr zu erfahren. Wer ist dieser Jesus eigentlich, der die Macht hat über den Tod? Der sogar das ewige Leben geben kann. Zum Schluss möchte ich dir einen Bibelvers mitgeben. Es ist ein spannender Vers, der genau dieses Thema aufnimmt. Oder? All diese Leute sind zu Jesus gekommen, haben von Heilung und so, Rettung gesprochen, von Leben, was bei Jesus eine viel größere Bedeutung noch hat, als nur das irdische, körperliche Heilung, sondern von einer ewigen Heilung spricht. Und man fragt sich manchmal, wie funktioniert das, wie geht das denn? Und Jesus sagt, oder wenn wir in der Bibel lesen, heißt es immer wieder, dass wenn man zu Jesus kommt und sein Leben für ihn öffnet, ihn einlädt, eigentlich umkehrt von unserem menschlichen Wege und sich hinkehrt zu Jesus, wenn man Christ ist oder wird, dass man dann das ewige Leben als Geschenk bekommt, weil Jesus alles getan hat, was es dafür braucht. Und in diesem Vers heißt es das so schön, was Jesus schreibt zu gläubigen Menschen, denn so wie bisher die Sünde über alle Menschen herrschte und ihnen den Tod brachte, so herrscht jetzt Gottes Gnade. Gott spricht uns von unserer Schuld frei und schenkt uns ewiges Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ein kurzer Vers, der zeigt, dass Jesus auch heute Rettung und Leben bringen will. Rettung
von der Schuld, von der Macht der Sünde, von dem Tod und ewiges Leben. Ich möchte ein kurzes Gebet sprechen. Danke, Jesus, für diese Geschichte. Danke, Jesus, dass wie unterschiedlich wir sind. Ob wir uns zu dir drängen, ob wir erst kommen, wenn irgendwo der Schuh drückt, oder ob wir vielleicht ungläubig sind und dich auslachen. Du kennst uns. Du weißt um uns. Du weißt um unseren Weg. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns genau die heilsame Berührung schenkst, die wir brauchen. Danke, Jesus, dass du heute ein lebendiger Gott bist und dass du uns siehst, in dem, was wir tun, in dem, was wir machen, was vielleicht niemand anders sieht, auch in unseren Leiden. Und auch da dürften wir zu dir kommen und dich berühren. Amen. Wir haben jetzt 2, 3 Lieder Zeit. Du darfst einfach an deinem Platz sitzen und diese Worte in Gedanken bewegen. Mit wem identifizierst du dich? Vielleicht spürst du irgendwo auch so eine Berührung von Jesus und möchtest das bewegen. Was bedeutet das jetzt? Du darfst natürlich auch mit einstimmen in dieses Lied. Aber du darfst auch nach hinten gehen. Es sind 2 Leute mit so einem Badge bereit, für dich zu beten. Vielleicht gibt es so eine Situation oder einen Moment des Ohnmachts. Du kannst jetzt gleich oder in ein paar Minuten einfach aufstehen und unauffällig nach hinten gehen und sagen, bete bitte für mich. Und sie beten ein einfaches Gebet. Es ist keine komplizierte Sache. Vielleicht ist einfach auch dein Gebet zu sagen, Jesus, zeige mir immer mehr, wer du bist. Lehre mich zu verstehen, wer du bist. Gib mir diese Gewissheit, dass du der Sieger bist über den Tod, dass du größer bist, dass du Sieger bist in Ewigkeit, dass du größer bist als Tod und Gewalt.